Ja, Leute, ihr seht richtig. Link ist nackt. Naja, so gut wie, ne? Und demzufolge heißt es natürlich für uns heute wieder mal nacktes Überleben. Zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und wir haben viel zu tun. Wir müssen überleben. Irgendwie. Ich wüsste zumindest gerne schon mal, wo meine Feinde sind, damit ich sie niederknüppeln kann. Okay, sieht nur seltsam aus. Okay, der ist natürlich dazu, damit ich irgendwie dann schießen könnte. Das Problem ist, ich habe noch gar keinen Bogen. Ich muss erstmal einen Bogen besorgen, ne? Ja, wohl zu laut. Ich kann doch hier gar nicht klettern. Oh! Das ist so einer. Mit mega Gravity Power und so. Hä? Du gehst nicht hoch, Link? Er hält es nicht mehr fest. Oh. Nein, nicht da schon wieder. Oh. Der Stock macht mehr Schaden als der Stab. Okay. Dann sei es so. Synthese. Warte mal. Damit könnte ich auf den Holzschild packen. Das kann auch nicht schaden. Muss aufpassen, ne? Wir haben noch ein paar Gegner. Mit der Eisenkeule wäre auch nicht schlecht. Kommt also relativ easy peasy hin. Wollte eigentlich den da dafür nutzen, aber der braucht noch Pfeil und Bogen, aber leider gerade nicht. Du siehst mir von hier aus? Ja, ich wollte dann gerade ausweichen. Das Problem ist, wenn ich den hier nutze. Dann passiert genau das. Nein, hätte gebraucht. Wobei ich habe keinen Pfeil und Bogen, also von dem her bringt das ja eh nichts. Zerbricht gleich, ne? Irgendwas Brauchbares hier habe ich auch nicht, ne?
Was? Eine Bombenfasskeule? Ja, aber ist eine Bombe dran. Also wenn die verwende, habe ich ein Problem. Definitiv. Ich wollte eigentlich was anderes. Gut, jetzt hat er noch mehr Bomben. Super. Kann natürlich den trotzdem ausrüsten. Das nur, damit ich halt so nur noch mal ganz auf die Schnelle noch mal ein bisschen Damage machen könnte. Da hat man halt eine Bombe, ne? Ich hatte oben natürlich ein paar. Dankeschön. Wow. Zu übertreiben, Link. So. Das sieht mir langsam aber sicher mal besser aus. Trotzdem fehlen mir einfach noch... Ja, genau. Mir fehlen Pfeile. Denn ich habe keine. Das ist doch beschissen. Was aber hier noch Schönes. Ja, wozu die Bomben? Die bringen mir auch nichts. Also nicht in der Konstellation. Den Rest hier anschleichen dürfte schwierig werden. Aua. Und da denkt man sich so, ja, wir können eigentlich mal ganz clever sein, ne? Was gar nicht notwendig gewesen wäre. So, er hat zumindest mal noch so einen fetten Laserschild. Natürlich auch nicht, nein. So, jetzt aber, ne? Ich habe hier ein paar geile Dinge. So ein Beta-Krieger-Konstruktor noch. Ja, das Ding noch. Ist leider auch ein Breitschwert, ne? Scheiße. Wir haben noch einen Ast. Huch, nein. Die schmeißen nach mir. Wie frech. Schade, ich wollte eigentlich ein Ding doch noch irgendwie platt machen. Das Bombenfassen so Ziel. Sag mal, wieso habe ich eigentlich keine Pfeile? Ist doch voll scheiße.
Oh, das sieht nicht gut aus hier. Du hast keine Pfeile mehr. Ich hatte noch nie Pfeile, das ist das Problem hier. Jetzt alles mögliche, nur keine Pfeile. Ich meine, ich habe eine Feuerfrucht. Soll ich theoretisch da drauf schmeißen? Es sei dir neu gestattet, Werkzeug zu verwenden. Ja, danke. Wird auch mal Zeit, Junge. Junge. Okay, dass keine Pfeile hatte, war ein bisschen creepy. Gab es wieder keine? Oder haben wir nur so blöd angestellt? Die waren überall verteilt. Nee, war? Normale Truhe vermisse ich auch noch. Wo ist die? Hallo, Truhe. Melde dich bitte. Wo bist du? Wo war ich auch schon? Da ist das eine, wo es gar keine Truhe hat. Das wäre natürlich auch fies. Hui. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass ich die irgendwo verpasst habe. Ja, aber sonst war ich überall. Wow. Den ganzen Länge für ein großes Sonanium. Das hat sich immer gelohnt, ey. Junge. Was für ein Kackschrein. Ein großes Sonanium und ein Segenslicht. Yeah. Nice. Was sagt die Karte? Jo, Truhensymbol, alles gut. Aber wegen nur die eine Truhe da, die wir zum Schluss sind. Appell von der Cluda. Ja, gut, aber dafür ist halt wirklich hier quasi ein großes Sonanium-Ding sein soll. Wo ist das Teil hier? Sonanium-Werkinsel, okay. Ja, was die alles werken mit dem. Entschuldigung, Link. Ein großes, was ich halt mit der Sonanium-Werken, aber jetzt noch nicht so viel gesehen hier oben, ne? Ja, ich weiß, Kumpel, es tut weh. Ja, sorry, nach dem Zahlen tut es vielleicht weniger weh. Hätte sein können, aber gut, ist kein Corona, ne? Da hat er noch irgendwas hier vergessen, aber. Ja, wobei, was haben wir hier Schönes? Mächtiges Sonanium Großschwert. Mächtiges Sonanium. Die Waffentasche ist voll. Ich meine, hallo, 15er Waffe, nur schon damit, das ist schon ein bisschen was. Was haben wir hier Schönes? Wir haben noch das Zenshin Dingsbums. Gelumpe. Massiver Sonanium Schild haben wir eigentlich auch schon. Dann ist gerade plus 8, Junge. Ja, nun. Mal gucken, wo unsere Sonanium-Waffen sind. Warte mal. Ich gucke mal nach Angriffsstärke. Stärkste von den Dingern hier. Gamma Elite Konstrukt, war. Ich habe so ein Delta Krieger Konstrukthorn, aber noch kein Delta Elite Konstrukt Horn oder Waffe oder was auch immer.
53 ist eine gute Stärke, kann man so machen. Doch, doch. Und hier das Großschwert noch, ne? Mit sowas wie das hier. Ja, vielleicht warte ich damit noch, bis ich hier noch was Stärkeres von so Nanium-Dingern kriege. Die breite Leunenkeule, dann haben wir noch Silbernen Moblin-Hammer. 10er Königsschwert, können wir wieder mal desynchronisieren, waren hier auch. Aber die beiden weg, weil, ja, dann haben wir wieder mal ein bisschen mehr Platz für künftige Waffen. Ja, kommt in den hier. Also ja, man sieht wieder mal Leute, ne, sich ein bisschen umgucken, auch wenn man sich zuerst denkt, nö, da ist ja gar nichts. Das kann nicht schaden. Man sieht, dass man plötzlich doch noch geile Dinger findet. Das ist noch mehr so Nanium schwermächtiger Konstruktbogen. So Naniumlanze. Ja gut, ich meine jetzt, die Dinger bleiben vermutlich hier, ne? Wisst ihr was? Ich markiere es aber mal. Aber es ist schon fies, war sie fast aus der Boden. Also da musst du schon ein bisschen hier mit der Ultrahand rein, damit du das wirklich auch siehst. Differenzieren kannst. Schön, schön, schön. Gut, dann haben wir das jetzt hier soweit gemacht. Dann, wie gesagt, Defusion oder Desynchronisieren soll das jetzt. Ich kann eigentlich mal ein Ding in Taburasa setzen, war ein Teleporter, ich habe genug davon. Na gut, nein, machen wir jetzt nicht mehr jetzt. Wir gehen in den Untergrund, Freunde. Wir können den Untergrund weiter forschen und zwar. Mal gucken, wie es hier eine Wurzel sein muss, logischerweise. Ich komme hier rein. Also gehe ich mal hier rein. Komm. Dann heißt es für uns ab in den Süden. Also ein Stück weit. Dann auch noch ein bisschen Westen, vielleicht ein bisschen nördlich, ein bisschen östlich. Wie es einem halt gerade so gelingt. Was ich auch noch ganz schnell gucken kann. Wir haben, okay, hier ist einfach Epona liegen geblieben. Ne, wir haben doch irgendwo hier, ne, da ist so ein Schatz. Hier. Ein Stall, da wissen wir, da muss noch ein Leunel sein, weil die ja immer so verteilt sind. Hier sind sie wohl genauso. Immer unter meines Stalls ist ein Leunel, wobei ich habe gar keinen gesehen das letzte Mal. Moment, ich muss ganz kurz noch mal gucken. Ich glaube, bin ich auch elegant, wie ich bin einfach vorbeigeflogen. Würde mich nicht wundern bei mir. Ich bin jetzt eigentlich nicht mehr so auf Leuneljagd tatsächlich, weil wir jetzt wieder gute Waffen haben und so, aber wenn es nachgucken, ob da was sein könnte, kann ich schauen. Da vorne müsste es sein, ne? Relativ nahe an der Wurzel. Wenn ich jetzt sehen müssen, wo ich hier war? Was sind du für eine Version, Kumpel? Ein weißer Leune. Eine mit Rüstung? Ja, ich habe eigentlich noch die Waffen dazu, ne? Ich gehe natürlich wieder aufs Masterschwert, weil das hat ein bisschen mehr Power hier im Untergrund. Hol ich mal meine Kumpels zurück. Der ist gepanzert, die Sau.
Jetzt haut er ab. Und er hat die gleiche Idee wie ich. Ne, warte mal, die falsche Waffe. Ich brauche jetzt hier eine, mit der so ein Ding zerschmettern kann. Das wäre ganz cool. So. Jetzt schnell da. Hä? Oh. Noch besser. Wie er eigentlich trotzdem voll getroffen hat. Das ist jetzt gerade ein bisschen kacke. Naja. Schnell auf den Rücken, denn da kann entzücken. Einer könnte das auch mal abnehmen, war die Bockblin-Klinge. Oder silberne Bockblin-Horn, wie sie gesagt haben, was Stärkeres draufhauen. Ups. Entschuldigung, ich wollte einen anders abblocken. Hä? Was jetzt? Was hast du denn gesehen? Bist du in deiner eigenen Rüstung abgeprallt, Alter? Aua. Ja, ich wollte ihn nochmal abblocken. Ich weiß, eine doofe Idee. Junge! Mein Schild hält trotzdem. So wie dazu was er halten würde. Gut, die weiche wieder aus, es geht irgendwie besser bei dem Viech. Na, kommst du? Bye bye. Waffentasche ist voll, ein Chimäre. Ja gut, wenn ich schon mal einen Chimärenbogen mitnehmen kann, gut, der ist sowieso gleich im Arsch. Achso, ja dann. Der Bogen ist zerbrochen. Kann das Teil auch mitnehmen oder kann er nur... Kann er mit Dingen synchronisieren? Rüstungsfragment, das wäre noch geil. So einen weiteren Brecher mal, versteht ihr? Also der Bogen, Königszweihänder, ja, ist natürlich auch ein verrosteter, ne? Ich meine, ich habe schon einen. Das Ding, dass es wirklich besser wäre, ist eine andere Frage. Nö, ist es nicht. Nein! Tja, Freunde, so erledigt man einen Leunen, selbst wenn er ein weißer ist, ne? Und beim Silbernen kann man ein bisschen mehr Damage machen müssen, weil die sind dann noch naja, noch wesentlich stärker tatsächlich. Aber man sieht es mal wieder, es stimmt, die Theorie. Es muss tatsächlich so sein. Und dann im Stall ist immer ein Leunel. Das war jetzt ein gepanzerter weißer Leunel. Ich finde es noch seltsam, dass der Bombending, ich meine, das war klar, es war nur ein normaler Leunebogen, aber trotzdem Dreifachschuss mit Bomben. Und dachte mir, okay, dann muss doch ein dreifacher Damage machen. Aber als ich nachher mit der Waffe draufgegangen bin, war es irgendwie effektiver gefühlt.
Ja, hat gut Damage gemacht, obwohl das fing ja eigentlich erst an, als er auf die grandiose Idee kam. Ich könnte doch auch wieder mal, weil es so lustig ist, ich nehme mal den hier. Habe ich noch so viele von denen. Ihr könnt doch mal, weil es so witzig ist, einfach ablocken. Und gemerkt, oh, ablocken ist auch schon noch gut. Aber ausweichen, das kann ich irgendwie besser. Tja, shit happens, wa? Aber sind wir hier bei so einem scheiß Block, wo ich nicht genau weiß, was es überhaupt soll. Also da, die Blöcke. Die Blöcke. Was sind denn das für Blöcke? Blöcke. So, was habe ich Zeit? Das heißt 20 Minuten. Es geht immer so schnell. So, ihr Lichter mitnehmen. Man weiß nie, man plötzlich mal so eine scheiß Statue trifft. Nein, komm, ich hab genug so eine Ahnung. So, aber das Ding. Dann muss ich denn? Ja, ich muss jetzt leider dann. So, hä? So ein Scheiß, er hat doch. Aber wir haben noch extra schön. Naja, gut. Eigentlich drauf geschlagen, um sie dann zu deaktivieren, aber geklappt hat es überhaupt nicht. Oh, warte mal, Chemierbogen mit Haltbarkeit. Chemierbogen. Der hat ja nicht immer 5 Schüsse, normalerweise hat er auch 3 Schüsse. War der da ein bisschen mehr? Okay, cool. Dann habe ich hier noch den Bestienbogen. Bogen des Dämonenkönigs, sind auch immer geiler. Doppelschussbogen. Mächtiger Konstruktbogen. Wo ist mal das hier aus? Weil ich nicht genau weiß, ob ich das jetzt überhaupt schon brauche. So, wir fliegen. Ja, stimmt soweit. Da hinten müsste irgendwo eine erste Wurzel sein. Und noch ein paar Sora-Krieger. Ja, eben irgendwelche Shikas werden wir hier wohl nicht finden. Obwohl es die Shika ja zur Zeit der Sonau hier ja eigentlich schon gegeben haben muss. Egal wie weit du jetzt in der Vergangenheit reist. Weil selbst in der Ära schon der Göttin Hylia in Skyward Sword und vor Skyward Sword gab es schon die Shika. Aber gefühlt Impa, weil in meisten Spielen die einzige Shika war, die es gab. Das war Ocarina of Time so. Von der Princess, gut, da war es noch ein bisschen was anderes, aber es ging in die andere Richtung. Wo gehe ich eigentlich hin? Die falsche Richtung vor allem. Da unten sieht es so aus, als würde es nochmal. Ja, es ist eine verlassene Mine, das auch, aber ich dachte gerade eher, das könnte mal so ein Ort wie Koga sein. Ui. Nicht ganz so weit, Kumpel. Wurzel, zeige dich. Ja. Da gut, das Dunkle. Das Dunkle und das Helle. Naja. Verlassene Kagriko-Mine. Irgendwo hier, ich glaube sogar irgendwo hier drüben, haben wir gesehen, dass nochmal so eine Magierstatue sein muss. Was halt jetzt halt nicht. Ich meine, ich habe schon mal dafür bezahlt. Theoretisch müsste ihn eigentlich wieder auftauchen. Auf der Karte. Aber kann natürlich auch sein, dass das Spiel einfach denkt, nö. Es wird nur das angezeigt, wo ich die Karte schon komplettiert hatte. Und wenn ich es jetzt halt noch nicht gemacht habe, muss ich halt nochmal machen. Ne? Also in dem Sinne. Nachdem ich es halt, also normal bezahlen, nachdem ich sie aktiviert habe, die Karte. So, bitte schön hier bleiben. Weil der Flug ist mir tatsächlich ein bisschen zu gefährlich. Aua. Genau deswegen. Jetzt auch noch ein großes Irrlicht. Habe ich da unten noch irgendwas? Wow. Für die Farmerlinge hat es sich definitiv gelohnt. Das heißt hier für die nur einer. Scheiß Dreck, okay, da bei uns ja gar nicht. Den kann ich mal hoch.
Eine Etage höher. Und noch eine Etage höher. Ja. Die Frage, die sich mir stellt, und ich glaube, das stellt sich jedem von uns. Erstens, bin ich hier auf der richtigen Seite, um das Hoverbike zu finden? Und zweitens, ist überhaupt noch hier oder schon despawned? Oh. Nur eine? Aber schwach. Ist was Knochen? Okay, hat er noch gar nicht. Ja. Da vorne ist es. Es ist noch da. Krass. Echt Anhängloch. Donnerblume. Ja, gut, dann nur eine. Ein bisschen schwerlich hier, war mit den Materialien. So, wo gehen wir jetzt lang? Ja, hätte auch gesagt, ne, mal hier nach oben, um hier mal alles zu erkunden. Ja, Hat beinahe geklappt, ey. So. Oh, Schatten Ivarok, aber halt in der bösen Form. Also, böse Form, übertrieben natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. Markiere ich mal schön. Das ist eigentlich nur normaler Ivarok, ne? Der wird eigentlich so schwierig zu bezwingen sein. Dann viele Irrlichter. Mhm. Natürlich schön noch eine Wurzel. Ich liebe meine Wurzeln. Schön grün und hell müssen sie sein. Bitterstrahle im Sumpf von Ranell. Also Untergrund natürlich. So, das war das Ding hier. Hier ist ja, wo wir schon gesehen haben, ja, ein Leunel auf der anderen Seite. Genau, hier oben muss noch einer sein, aufgrund des Stalls. Okay. Ja, gut, ich hab's gerade gesehen. In dem Moment, wo ich etwas sage, sehe ich kurz die Wurzel da vorne. Hä? Nee. Das ist die Ägypterkönigin. Was machen die hier unten? Da mache ich gerade einen doppelten Ding. Panik im Untergrund, Ägypterkönigin. Hä? Wieso? Gibt es einen Grund, wieso die überhaupt hier ist, im Untergrund? Kann sagen nicht, dass die besiegten Endbosse nochmal auftauchen im Untergrund. Das wäre zwar irgendwie cool, um auch vielleicht nochmal gewisse Materialien von denen zu farmen. Aua.
So, da vorne wissen wir, ist nochmal ein Lionel. Vielleicht sehe ich ihn sogar von hier aus. Das Masterschwert ist Back to Action. Sehr gut. Wisst ihr was, wenn ich schon mal das Masterschwert zurück habe. Gehen wir das Stärkste drauf, was ich momentan habe. Ups. Hä? Hä? Irgendwie Bug. So, das Teil ist nämlich auch ordentlich Power. Hä? Nehmen wir das ein Irrtum. Status 5 ist ja gar keiner. Hä? Spinne ich jetzt? Da ist der Stall hier zu nah an dem Ding. Oder vielleicht ist er weiter weg hier, aber trotzdem in der Nähe. Da ist ein Frosch, das ist was anderes. Das ist glaube ich auch einer der stärkeren Frösche, wa? Das mit Leute war jetzt irgendwie schräg, dass der gar nicht da war. Und Sturzflug! Puh. Und schön connected. Huch, da fehlt noch eine. So einen kleinen Ort gibt es eine Wurzel. Okay, von mir aus. Gut, dann haben wir die Dinger. Ich würde sagen, Leute, wir werden jetzt mal die Folge. Nächstes Mal gehen wir dann hier hoch, um das zu aktivieren. Dann aber natürlich auch nach unten. Wir haben hier und da gesehen, wo man vielleicht nochmal ein bisschen so ein Sonau-Dingsbums farmen könnte. Ansonsten ist dann halt schnell mal die Frage, soll wir mal hier noch ein bisschen durch und die ganzen Dinge aktivieren und lassen wir es das erste Mal und gehen dann Oberfläche zurück und Richtung Goronia. Oder mal mehr Richtung Story, war. Da hat es noch ein bisschen was, da gucken wir uns natürlich im nächsten Part an, ne? Eine Mine heißt eigentlich immer ordentlich Loot. Oh ja, das sieht gut aus. Hier auch noch. Das sieht sogar sehr gut aus. Junge. Gut, heißt hier schön markieren. Mit schön viel Sonanium. Hier oben dementsprechend natürlich auch. Und ja, vielleicht finden wir Lionel noch in der nächsten Folge, den wir eigentlich jeden sehen müssen. Oder ansonsten halt natürlich auch nicht, weil wir haben genug Power, alles drum und dran. Also da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, Freunde. Wir hauen so gut wie alles weg. Und das Ding, da wäre eben noch eine Option zu sagen, hey, ich nehme das Bockblindenhorn hier weg. Schmeiße das auch so ein weißes Lionel-Säbelhorn drauf. Und guck mal, ob es dann wieder kurz zum Zerbrechen ist und nochmal irgendwie einmal draufhauen und so, damit es dann nochmal kurz vom Zerbrechen wäre. Und würde dann, glaube ich, auch Sachen desynchronisieren wie den hier und den hier, weil so ein Waffen jetzt nicht so richtig lohnt. Und den glaube ich auch, weil irgendwie das silberne Bockblindenhorn, das gefällt mir einfach nicht, das ist einfach irgendwie scheiße. Naja, wir werden sehen. Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.